willkommen zurück zu unserer Kindersendung. Mega cool bist du wieder dabei. Egal wo du bist, vielleicht bist du gerade irgendwo unterwegs oder daheim, wie so oft in letzter Zeit, schön bist du da. Wir haben gehört, dass ein paar von euch immer wieder einschalten und jede Woche ein Video schauen. Das freut uns ganz besonders. Und für die, die das erste Mal eingeschaltet haben und uns noch nicht kennen, mein Name ist Noemi und das ist Nathalie, meine Schwester. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben gehört, dass einige von euch in letzter Zeit öfters daheim sind und darum haben wir im Studio beschlossen, dass wir das mal auch von unseren Wohnungen aus arbeiten. Was ziemlich viele Vorteile bringt. Zum einen arbeiten wir beide gerade in Trainerhosen und viel bequemer kann es glaube ich nicht mehr werden. Oh, ja. Man kann einfach aufstehen, zum etwas zu trinken oder zum Hey, apropos Snack und Trinken, haben wir etwas da? Ja, du willst schon mal schauen. Hey, danke vielmals. Bitte. Nächstes Mal geht für ich. Das ist bei uns oft so. Einmal geht sie, einmal ich. Aber ihr seht, es hat viele Vorteile. Eben, man hat das Trinken gerade da, man kann Snacks essen. Es ist viel gemütlicher als irgendwo im Studio. Das ist schon ein cooler Vorteil. Ja. Ja, und unter anderem schafft auch der Dr. Alois Knüsli von die aus. Und genau bei ihm ist der Heiler geschwind. Darum wollen wir gerade zu ihm schalten. Ja, herzlichen Dank, Studio. Und ich habe mir heute etwas ganz Spezielles überlegt. Nämlich, durch das, dass alle heute die Heime am Drehen sind, habe ich gedacht, ich kann mal zum Knüsli heimgehen. Und er zeigt mir, was er so in seiner Freizeit macht, wie er so lebt, in was für einer Wohnung er ist. Und hey, ich freue mich mega. Weil der Herr Knüsli ist so ein interessanter Professor, dass mich nimmt es also einfach Wunder, wie er lebt, wo er lebt und ja, was er da daheim macht, was er für Hobbys hat, was er für Spiele spielt. Ja, Bruno, jetzt weiss ich schon, jetzt ist es ein Entscheidungsspiel. So, Bruno, komm. Jetzt hückelst du da. Gut, sehr gut. Guter Zug gewesen, Bruno. Sehr gut. 19:0. Puh. So. Was machst du jetzt, Bruno? Jetzt bist du überfragt, gell? Ich freue mich mega drauf und jetzt sind wir dann gerade an der Tür und hey, ich weiss nicht, wie es euch geht, aber seht ihr meine Hand? Die ist, hey, ich habe Freude, ich freue mich und bin mega gespannt. Dann da mal läuten. Kurz das Telefon im Moment. Da beim Knüsli daheim, hallo? Hallo? Sicher verwählt. So. Ja, jetzt bin ich wieder dran, Bruno. Kannst du mal so ein bisschen cool anlegen, vielleicht ein bisschen schräg. Ist gut. Hi. Den macht niemand auf. Probieren wir nochmal. Nochmal das Telefon. Der hat sicher eine lange Leitung mal da um den Hörer nehmen. Beim Knüsli daheim, hallo? Hallo? Das sind sicher wieder die Nachbarsbuben, die einen Streich spielen. Ja. Vielleicht ist es ein Schlüssel am Suchen, ich weiss es nicht. Ich kann ihn da nicht aufmachen. Ja gut, dann probieren wir es noch das letzte Mal und sonst gehen wir dann etwas anderes aufnehmen. Tun wir uns dann etwas einfallen lassen. Oh, warte, jetzt hat das ist ja wahrscheinlich gar nicht das Telefon gewesen. Das ist teuer. Doof. Warte. Kurz den schönen Hut. Ich kann kurz aufmachen, Bruno. He? Du musst nicht beschissen, gell? Nicht so wie immer. Ah, schau, jetzt macht er etwas auf. Ja, Sali Heidi? Ja, grüezi, Herr Knüsli. Was machst denn du da? Wir haben gedacht, wir kommen heute zu dir heim, gehen aufnehmen, um unseren Zuschauern zu zeigen, wie so ein Professor lebt, was er in seiner Freizeit macht. Und ja, Das ist eine gute Idee. wir sind einfach gespannt. Sei willkommen und excuse, dass es so lange gegangen ist, hat den Schlüssel noch suchen. Komm rein, hä? Ja, Schuhe abtreten, gern. bitte. Kommst rein? Ich muss noch Schach fertig spielen, aber ich bin gerade so weit. Gut, darfst du da sitzen? Darf ich vorstellen, der Bruno, der braune Bär. Und den Hut soll ich da wegtun? Kannst du ihn dort auf den Huthalter tun, bitte? Gut. Ich muss noch kurz fertig Da ist machen. der Bruno. Das ist der Bruno. Das ist mein einziger Freund da. Sitz dich, hä? Wir sind gerade am Schach spielen. Ja, und wer ist am Gewinnen? Siehst du gerade? Jetzt habe ich nämlich einen ultimativen Zug. So, Bruno. Schachmatt.
Endlich mal, 19:1. Ich bin am Gewinnen. Ja, 19:1. ja, es klingt sehr interessant, ja. Aber, warte, ich muss kurz den Bruno verräumen. So, Bruno, jetzt musst du die Grosse mal machen lassen. Nimmst ein Schläfchen. So. Ja, da ist ein Hobby von mir, Schach. Ja, herzlich willkommen, Heidi. Ja, wie ich sehe, ist da alles sehr schön eingerichtet und Das ist so. heimelig da. Ich lege sehr Wert auf heimelig, sonst wäre es ja kein Zuhause. Wenn es unheimelig wäre, wäre es ein Unheim. Oder irgend so. Ja. Und darf ich dich fragen, was macht denn ein Professor so den lieben langen Tag? Also als Professor, es ist eigentlich, man hat gar nie Ferien, man ist immer am Arbeiten. Schau, ich zeige dir mal gerade etwas. Ja, Da die Karte, ja, sehr interessant. Ja, überall, wo es blaue Punkte hat, steht noch keine Erfindung von mir. ja, Also du siehst, ein Vollzeitjob, nichts blau. Alles Erfindungen. Lagometti, ja. Aber wo hast du noch nichts erfunden? Eben nicht. Darum, das gibt Arbeit. Und ich muss eigentlich immer dranbleiben. Ich habe gerade noch etwas erfunden, darfst du dich noch mal ansetzen? Ja, gern. Und zwar, das ist jetzt noch das Mini-Modell. He? Das ist ein Auto, das fahren kann, das fliegen kann, das auf Schienen fahren unter Wasser. Jetzt muss ich das mal anstellen. Da muss ich auch noch das Knöpfchen drücken. So. Du siehst, vorne, hinten, tipptopp. Ja, sehr funktioniert. interessant. Also, meine Und- Damen und Herren, ja. Dann meine Frage, wie kann das denn auch fliegen? Ist da schon ein Konzept vorhanden? Du bist ein Ungeduldiger. Beim Fahren habe ich gemeistert. Das war wirklich absolut schwer gewesen. Und wie du siehst, habe ich gerade das Fliegen auch noch herausgefunden. Jetzt muss ich nur noch schwimmen und auf Schienen fahren. Aber Ja, du bringst mich sehr manchmal so auf interessant. kreative Sachen. Ja. Fahren, fliegen, eben das andere bringen wir noch an. Ja, und dann, was macht sonst so ein Professor so? Oder was zeichnet so ein Professor auch aus? Ich bin ein Professor, ich sage, wichtig beim Professorenspielen, ich spiele es ja nicht, aber dort ist wichtig, dass man sich einmal auch eine geistige Pause gönnt. Mit Spiel und Spass. Für das habe ich etwas entwickelt, ein Spiel, das ich immer bis jetzt gewonnen habe, auch gegen den Bruno. Und das heisst Tic-Tac-Toe, nein, nicht, das ist ja das andere. Tic-Tac-Knüsli. Ja, Kennst du und, Tic-Tac-Toe? ja, das kenne ich. Das Also- ist ja das, was du in einer Linie, in einer Vertikalen oder diagonal machen. Ja, genau. Wir könnten sonst mal gar gegeneinander spielen. Ja, aber das muss man jetzt noch schnell erklären, wenn es etwas anderes ist als Tic-Tac-Toe. Das ist ja so. Ich als Knüsli habe immer den Buchstaben K als Figur. Und du als indirekter Gegner machst den Buchstaben I. Ja, ich fange sehr sonst mal interessant. an. Ich fange an mit einem schönen K. Ja, Und jetzt muss ich ja entweder da 3 haben in der Reihe, da 3 oder da 3. Das ist dann der das schafft, der hat gewonnen. Du machst jetzt irgendwann mit das I. Hast Genau. keine Chance. dann mache ich doch da mal gerade ein I. Gut, dann mache ich da ein K. Dann bist du wieder dran. Ja, jetzt weiss ich nicht gerade, was du da gemacht hast, aber ich will mal sagen, ich mache da ein I. Oh, ich habe gerade nicht. Kannst du noch mal kurz... Beim Hut hast du den nicht ganz schön an. Da kannst du noch mal kurz schauen gehen. Ja, gut, kann ich mal schauen. Doch, ist drauf. Ist er gut? Weil, ich muss sagen, du hast gerade verloren. 3-mal K. Ja, aber nein. Da will ich jetzt eine Revanche. Komm. Ich könnte auch noch mal. Zum Beweisen, dass das nicht nur ist, weil ich angefangen habe, machen wir eine zweite Runde Tic-Tac-Knüsli. Also Feel gut, free. dann mache ich da. Dann mache ich das K. Dann mache ich da ein K. Dann mache ich da. Dann, weil ich der Erfinder bin, überschreibe ich das und habe gewonnen. Ja gut, jetzt weiss ich auch, warum du immer gewonnen hast. He? Das ist ein Knüsli, Tic-Tac-Knüsli. Als Erfinder hat man so genanntes Siegerrecht. he? Ja, so. Interessant. Zum Glück wehrt sich der Bruno weniger. He? Der Bruno, der hat mich im Fall mal angeknurrt, sag ich dir. Ich habe einen Zug gemacht, der macht er grrr. Dann habe ich gesagt, Bruno, auch du musst lernen verlieren.
So wie ich auch. Ja. Naja, aber etwas Ultimatives habe ich noch erfunden. Ich bin eigentlich gerade ein bisschen spät. Wieso denn? Was hast du gefunden? Du musst dir überlegen, was war letzte Woche für ein Festchen war. Ja, Ostern. Genau. Eigentlich kann man es jetzt schon noch brauchen, weil es gibt ja die Schoki-Ostereile, oder? Ja, genau. Die sind etwa so gross. Die werden immer versteckt, ja, genau. Genau. Und jetzt habe ich etwas Ultimatives erfunden, wo man noch die restlichen Schoki-Eile zusammensuchen kann, die niemand gefunden hat. Oder man kann es gerade direkt für nächste Ostern brauchen. Ja, das klingt jetzt interessant und ich bin Ich gespannt, tue was es ist. Ich tue dir mal das Konzept vorstellen, ich hole das kurz. Ja, wie ihr seht, Kinder, da beim Knüsli erlebt man immer etwas, sieht neue Sachen. Hey, ich finde das einfach gewaltig, was der Mann alles entwickelt. Entschuldigung, jetzt hat es gerade noch eine Krüsi-Musik gegeben. So, heb mal den Stecker. Ja, Du spielst jetzt im Moment den Stromgenerator. gut, dann tue ich da einstecken. Das, meine Damen und Herren, ist jetzt die Schokoladen-Eier-Finder. Also der Ostereili-Finder. Finder habe ich extra neu gebaut, weil ja heute alles Englisch ist. Und zwar ist das ähnlich wie mit einem normalen Bügeleisen, wo man bügeln kann. Ja, Und es hat auch Eisen dran. Ist das, man tut den warm machen lassen. Du bist jetzt der Strom, du machst Strom. Sag Strom, 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 Strom. Wie gehört der Strom läuft. Da wird es warm. Und weil ich jetzt gar keine Schoki-Eile weiss, die da in der Nähe ist, tue ich mal kurz vorzeigen. In dem Sinne gehst du dann so, tust die ganze Wärme da ausstrahlen, damit die Schoki-Eile schmelzt. Ich habe das aufgezeichnet. Du musst Ja. den Strom zuerst noch abstellen, das ist ja, gefährlich. ist abgestellt, ausgecheckt. Ja, eben, wie schon gesagt, ich habe es ja noch skizziert. Ja, jetzt bin ich aber sehr gespannt, wie das funktioniert. Voilà, da habe ich nochmal geschrieben, Osterei-Finder, natürlich auf Englisch, mit dem EI und das Doppel-R, wo so die schöne Aussprache auch macht. Da haben wir Schoki-Eile, he? Ist hinter dem Gras versteckt, Durchmesser etwa so, he? Das bist du, ziehst einen Latsch und denkst, wo ist Schoki-Eile? Mit der neuen Osterei-Finder-Erfindung, zack, hebst, steckst es ein, machst die Wärme. Das Optimale ist ja, weil wir jetzt gerade daheim sind und wo die Schoki-Eile sind, brauchst du auch nicht so einen langen Stecker. Weil daheim ist ja am schönsten, um die Schoki-Eile zu suchen. Eben, die steckst du ein. Falls du rausgehst, brauchst du halt ein paar Meter Verlängerungskabel. Darum ist es mehr so eine Inside, also im Haus Erfindung. he? Du strahlst die Wärme aus, Schoki-Eile schmilzt, gibt einen Flären, der etwa so gross ist. Also man vergleicht so gross mit so gross. Da hast du viel grössere Chance, um den Schoki-Eile zu finden. Ja, das macht Was Sinn. dich- Genau, das bringt dich schlussendlich zum Strahlen. Du sagst voller Freude, Schoki! Ja, das klingt jetzt aber wirklich interessant. Das ist auch Und- interessant. Ich glaube, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, da die beim Herrn Knüsli, werde ich das auch ausprobieren. Und nimmst du mich mit mal auf so eine Schoki-Ei-Suchtour? Das ist gut, ich nehme den Schoki-Einfinder da mit. Dann können wir gerade eigentlich für rausgehen. Für innen, sonst langt ja das Kabel nicht. In Ja. dem Sinn, gerade vor der Haustür, wenn dort noch etwas versteckt ist, dann könntest du gerade so rauswärmeln. Genau. Ja, sehr gut. Und da ich jetzt mit dem Herrn Knüsli auf Schoki-Ei-Suche bin, würde ich sagen, gebe ich zurück ins Studio und viel Spaß weiterhin. Tschüdelidü. Harry Geschwind, danke vielmals für das Interview. Es war also wirklich spannend, um zu sehen, wie der Herr Knüsli so lebt. Hättest du gedacht, dass es in seiner Wohnung so aussieht? Oder bist du vielleicht auch ein bisschen überrascht, genauso wie wir zwei das sind? Wobei ich muss zugeben, ist also schon noch schön seine Wohnung. Auf jeden Fall muss ich sagen, Nathalie, dass ich mit unserer Wohnung auch ziemlich zufrieden bin. Oh ja, definitiv. Und da kommt mir gerade noch etwas in den Sinn. Ich meine, das ist ja alles noch gar nichts. Wie meinst du? Ja, es gibt etwas, das so viel grösser ist und das lässt sich mit gar nichts vergleichen. Hey, da gibt es auch ein Lied drüber, gell? Genau, das Lied grösser. Stimmt! Genau das Lied werden wir jetzt alle zusammen singen. Und darum stehen wir doch gerade alle auf und machen genau das. Schön,
Wir haben ja gerade gehört, eben, daheim ist es sehr schön, gell? Daheim ist es fast am schönsten, je nachdem. Und darum bin ich jetzt natürlich auch da bei mir daheim an den schönsten Platz gehockt. Oder an meinen Lieblingsplatz, wie es auch da oben heisst. Lieblingsplatz. Und ich muss dir ehrlich sagen, das ist wirklich, es ist sehr schön da draußen. Ich gerade am Morgen, weißt, die Sonne scheint, ich kann da gemütlich auf dem Stuhl sitzen, meinen Kaffee trinken. Ich kann sagen, es ist wirklich wie Ferien draußen. Einer von meinen Lieblingsplätzen. Du hast jetzt meinen Lieblingsplatz da draußen gesehen, daheim, aber ich habe natürlich auch noch einige andere Lieblingsplätze. Die sind zwar nicht daheim, aber gehören gleich zu meinem Lieblingsort. Der eine Ort, den siehst du jetzt gerade auf dem Bild, das ist sogar noch in meiner Lieblingsstadt, in Winterthur nämlich, wo du von oben her, ein bisschen oben an der Stadt, hat so einen wunderschönen Aussichtspunkt und ja, dort, also, ich muss auch sagen, das ist wirklich so herrlich und da bin ich sehr gern und von dort einfach ein bisschen geniessen, ein bisschen oben runter schauen, ein bisschen beobachten, was so läuft in der Stadt. Super. Aber ich habe noch mehr Lieblingsplätze. Wir gehen noch weiter an einen anderen Ort. Das Bild, das du jetzt siehst, das ist auch wirklich, ich kann dir sagen, das ist wunderbar dort. Wirklich, das ist fantastisch. Ich sage dir jetzt extra nämlich nicht, wo es ist, weil nicht, dass dann zu viele dort hergehen. Ich wäre nicht mehr allein. Aber das ist fast wie am Meer, wie Ferien am Meer dort. Das ist so super, so am Strand dort, am See. Herrlich. Und zum Teil gehen wir dort her, gehen bröteln und einfach ein bisschen geniessen. Also es ist richtig herrlich. Dann habe ich noch einen weiteren Lieblingsplatz oder Lieblingsdorf, müssen wir fast sagen. Das ist noch ein bisschen weiter von da. Aber das Dorf, oder ich könnte sogar fast sagen, die ganze Gegend dort, die ist wirklich, das ist traumhaft. Ich sage sogar fast in meinen Augen, ich finde das ist fast die schönste Gegend der ganzen Welt. Also wirklich so super. Das ist nämlich im Engadin, in Sent, das Dörfli, so richtig herrlich. Einfach zum Geniessen dort. Also dort darfst du jetzt wieder mal her. Dort sage ich, wo es ist. Das ist kein Problem. Es ist wirklich traumhaft dort. Ja, genau. Vielleicht, oder ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du auch Lieblingsplätze hast, aber dass diese Lieblingsplätze vielleicht ein bisschen anders aussehen. Vielleicht ist es eher ein Spielplatz oder sonst irgendetwas. Aber mich oder uns würde jetzt das noch interessieren. Wie sieht es echt an deinem Lieblingsplatz aus? Vielleicht hast du ein Bildchen von dort, oder wenn du willst, kannst du sogar ein Bildchen machen. Und du kannst ein Bild von deinem Lieblingsplatz kannst du auch an uns schicken. Du siehst jetzt so eine E-Mail-Adresse, die eingeblendet wird. Du kannst ein Bild machen, oder wenn du hast, dann ist es noch besser. Dann kannst du ein Bild schicken an uns und wir sehen, was gefällt dir. Und vielleicht tun wir sogar das Bild dann auch in einer nächsten Sendung, in der nächsten Folge im Video zeigen, dass auch andere sehen, was ist dein Lieblingsplatz. Also, wenn du willst, kannst du ein Bild an die E-Mail-Adresse schicken und vielleicht zeigen wir es dann. Ja, hast du jetzt aber gewusst, dass auch Jesus einen Lieblingsplatz hat? Ja, er hat auch einen Lieblingsort. Aber das Interessante ist, der Lieblingsort von Jesus, der ist nicht da auf der Welt, sondern er ist im Himmel. Vom Himmel her ist Jesus nämlich auch auf die Welt gekommen. Ja, ihn hat es schon vorher gegeben, bevor er da auf der Welt gelebt hat. Er war im Himmel gewesen, am schönsten Ort, wo es eigentlich gibt. Der wunderbarste Ort. Er war da auf der Welt gewesen, hat auf der Welt gelebt und ist nachher wieder an den Ort zurückgegangen. Ja, in der Bibel steht es zwar nicht so, dass jetzt das der Lieblingsplatz von Jesus war, aber es ist der Ort, wo einfach am schönsten ist, wo er herkommt, wo er ist. Aber er ist dann auf die Welt gekommen, wo auch schön ist, viele schöne Sachen auf der Welt. Er hat ja selber die Welt gemacht. Er hat auf der Welt gelebt, hat den Leuten von Gott erzählt, hat viele Wunder und Zeichen gemacht auf der Welt. Aber wenn wir in der letzten Folge jetzt gehört haben, hat das Leben von Jesus auf der Welt sich nicht so schön entwickelt. Beziehungsweise die Juden und die Römer haben Jesus genommen, haben ihn gefangen genommen und haben ihn gekreuzigt. Jesus musste sterben. Aber das Schöne oder die gute Nachricht ist dann daraus wieder geworden, dass Jesus wieder lebendig geworden ist. Gott hat ihn lebendig gemacht. Gott ist grösser und stärker als der Tod. Jesus ist nicht tot geblieben. Er lebt wieder. Er ist dann nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, muss ich sagen, ist er wieder den Leuten
begegnet, oder einigen Leuten begegnet, Leute haben ihn gesehen, er hat noch mal ein paar Tage auf der Welt gelebt und dann ist es dann aber nachher gekommen, Jesus ist eben zurückgegangen an den schönsten Ort. Jesus ist zurückgegangen in den Himmel. Dort, wo er eigentlich herkommt, dort ist er wieder hergegangen. Wir lesen das da in der Bibel, in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Also eine Wolke ist gekommen und hat Jesus einfach weggenommen. Und die Jünger, die Leute, die haben das dort gesehen. Jesus ist weggegangen in den Himmel. Aber da müssen wir jetzt fragen, wo ist denn der Himmel? Ich meine, wenn wir raufschauen, dann sehen wir schon den Himmel. Aber wo ist genau der Himmel? Oder was ist denn so Besonderes an dem Himmel? Was ist genau das Schönste an dem Ort, an dem Himmel? Dort, wo Jesus hergegangen ist. Was ist so Besonderes dort? Es ist eben der Ort, wo Gott wohnt. Eigentlich ist es nicht der Himmel, wo wir jetzt so sehen, sondern es ist der Ort, wo Gott wohnt. Und das macht es so besonders, weil Gott ist der Vater, der wunderbare Vater, der uns Menschen so fest liebt, der uns Menschen gemacht hat. Und das allein ist so wunderbar. Das macht den Ort so schön. Es ist der Ort von Gott. Der wunderbare Gott und Vater, der dich liebt, der dich gemacht hat, eigentlich, um mit dir zusammen zu sein. Er möchte, dass wir bei ihm sein, für immer und ewig. Dass wir mit ihm zusammen sein, mit ihm Gemeinschaft haben. Darum ist der Ort so schön. Ja, Gott meint es nur gut. Er will nur das Beste für dich. Das Beste für uns alle. Und das ist der wunderschönste Ort. Und ein zweiter Grund ist auch noch, weil Gott ist heilig. Das bedeutet, Gott hat keine Sünde. Bei ihm ist nichts Negatives, nichts Schlechtes, nichts Böses. Nur Gutes. Nur grosse Freude ist bei ihm. Es gibt keine Krankheit, es gibt bei ihm keine Angst, es passiert nichts Schlimmes. Oder eben, es ist ein Ort, wo keine Sünde ist. Und wir können uns das eigentlich gar nicht recht vorstellen. Weißt du wieso? Weil du und ich, wir kennen eine Welt ohne Sünde oder ohne das Böse. Wir kennen das nicht. Und darum können wir das uns nur so schwierig vorstellen, aber es ist so. Bei Gott ist es nur schön. Und es gibt da weiterhin in der Bibel gibt's einen anderen Vers, wo das wirklich beschreibt. Es heißt dort, Gott wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod mehr sein und keine Trauer und kein Weinen, keinen Schmerz wird es mehr geben. Also es ist einfach nur wunderbar. Und darum können wir sagen, der Ort bei Gott oder der Himmel, das ist der schönste Ort. Es ist wie Gottes Wohnort, es ist Gottes Zuhause. Und Menschen, die haben schon vor langer Zeit dorthin, die haben den Himmel. Sie haben angefangen, einen Turm zu bauen. Sie haben gedacht, mit dem Turm, da können wir bis zum Himmel schauen. Das war mühsame und schwere Arbeit. Und die Menschen heute sind gar nicht so viel anders. Heute haben sie noch viel bessere Erfindungen gemacht. Sie haben nämlich Raketen erfunden. Und mit dieser Rakete da kommen sie erstens viel weiter als mit dem hohen Turm und zweitens, sie sind noch viel schneller. Stell dir vor, die Menschen sind bis zum Mond durchgekommen mit der Rakete. So weit haben sie es geschafft. Da kann man auf die einen Seite staunen, wow, bis zum Mond durch, das ist ja mega weit. Auf die andere Seite müssen wir aber denken, nur bis zum Mond. Weil, hast du auch schon mal in der Nacht in den Himmel geschaut, wie viele Sterne es da gibt? Wie viele Planeten es gibt, wie riesig das ganze Weltall ist, das ist der Mond ja gar nicht. Aber Gott haben sie nicht gefunden. Weder mit dem Turm noch mit der Rakete. Gott haben sie nicht gefunden. Warum echt? Wahrscheinlich haben sie eben gar nicht wirklich nach Gott gesucht, sondern sie haben mehr sich selber gross machen. Ja, zum Gott suchen oder zum Gott finden, da muss man nämlich keinen hohen Turm bauen. Da braucht man keine Rakete. Zum Gott finden kannst du daheim bleiben. Kannst du an deinem schönsten, an deinem Lieblingsplatz bleiben. Zum Gott finden nimmst du am besten die Bibel führen. Und liest drin. Und dort kannst du ihn finden. Und er sagt auch, wer ihn von Herzen finden will oder von Herzen sucht, der findet ihn. Ja, und wenn du ihn gefunden hast, nimm ihn an, nimm ihn von Herzen an und glaube ihn.
Und Gott verspricht uns, dass wer an ihn glaubt, der wird zu seinem Kind. Wer ihn aufnimmt, der wird zu seinem Kind. Und dann, wer sein Kind ist, der darf nämlich auch mal für immer und ewig bei ihm sein. Bei ihm bleiben, an dem schönsten Ort, wo Gott ist, an Gottes Lieblingsplatz. Der nimmt alle zu sich dorthin. Und wenn ich gesagt habe, Jesus ist jetzt schon dort, er ist nicht tot geblieben, er lebt und ist jetzt dort. Wo er nachher auferstanden ist, wo Gott ihn lebendig gemacht hat, da ist er eben etwa 40 Tage, das ist ein bisschen mehr als ein Monat, ist er da auf der Welt noch gewesen und ist einige Menschen ist er begegnet. Sie haben ihn wieder gesehen und Gott hat nochmal durch Jesus Wunder und Zeichen gemacht, zum zu zeigen, Jesus ist wirklich lebendig, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Zum Beispiel ein Zeichen war, da sind die Jünger von Jesus zusammen versammelt gewesen, in einem Raum. Sie haben die Türen sogar abgeschlossen gehabt. Und dann plötzlich ist Jesus bei ihnen gewesen. Plötzlich ist er da gestanden. Und sie haben gewusst, wie ist jetzt das gegangen? Es ist einfach ein Wunder von Gott gewesen. Und so, wenn er gekommen ist er dann plötzlich wieder weg gewesen. Ja, Jesus hat ihnen geholfen, zu glauben. Er hat dann auch mit ihnen geredet. Er hat gesagt, ihr seid jetzt meine Zeugen. Ein Zeuge ist jemand, der einfach nur erzählt, was er gesehen hat. Und die Jünger haben ja wirklich gesehen, was mit Jesus passiert ist, dass er eben gestorben ist, dass er jetzt wieder lebt. Sie haben alles mit ihm erlebt gehabt. Und er hat ihnen gesagt, und jetzt geht in die Welt und erzählt von mir. Erzählt all das, was ihr gesehen habt. Erzählt von Gott, damit auch andere Leute können glauben und dürfen gerettet werden. Aber die Jünger haben sich dann vielleicht gefragt, ja, wie soll das passieren? Das ist so ein grosser Auftrag. Die Welt ist ja so gross, wie sollen wir da überall hergehen? Wie können wir das machen? Und Jesus hat ihnen versprochen, dass er immer bei ihnen ist, dass er ihnen wird helfen. Selbst dann, wenn er eben geht, wenn ich es am Anfang gelesen habe, Jesus ist ja in den Himmel gegangen. Er hat gesagt, ich bin bei euch und ich verspreche, dass ich euch jemanden wird schicken, der immer bei euch ist. Er hat den Heiligen Geist versprochen, der im Herzen ihnen soll wohnen und dadurch immer soll bei ihnen sein. Und das Versprechen, das er ihnen gibt, der Heilige Geist, das hat er nicht nur ihnen gegeben, sondern es gibt er all denen, die ihn glauben. Wenn du glaubst, dann darfst du wissen, auch du hast den Heiligen Geist in dir. Gott wohnt durch seinen Geist auch in dir, sofern du an ihn glaubst. Das hat er versprochen gehabt. Der Heilige Geist wird auch als Helfer und als Tröster genannt. Also das sind seine Aufgaben, uns zu ermutigen, uns zu helfen und uns zu trösten. Ja, wo Jesus das so mit ihnen geredet und ihnen gesagt hat, da plötzlich ist es eben passiert. Eine Wolke ist gekommen und hat Jesus einfach aufgenommen. Und die Jünger sind da gestanden und dann nur zuschauen, wie Jesus aufgeht und wie eine Wolke ihn nimmt. Und er ist verschwunden gewesen. Und sie haben nur noch gestaunt. Was ist mit Jesus? Wo geht er her? Sie haben in den Himmel geschaut. Und wo sie da am Aufschauen sind, da plötzlich kommen zwei andere Männer. Zwei Engel von Gott sind gekommen. Und haben ihnen gesagt, was schaut ihr rauf? So wie der Jesus da raufgefahren ist, so wird er eines Tages auch wieder zurückkommen. Und so schnell, wie auch die Engel gekommen sind und das gesagt haben, so schnell sind auch die Engel wieder verschwunden gewesen. Aber mit den Jüngern ist etwas passiert. Und zwar ist mit ihnen passiert, dass sie plötzlich anfangen zu strahlen. Eine Freude ist zurückgekommen. Jesus ist weggegangen, aber er hat uns versprochen, er wird wiederkommen. Und er hat uns seinen Heiligen Geist versprochen. Jesus ist da. Er lässt uns nicht allein. Und so lesen wir in der Bibel, dass sie mit grosser Freude im Herzen zurück in die Stadt auf Jerusalem gegangen sind. Ja, und das ist wirklich wahr. Jesus kommt wieder zurück. Das Versprechen, das hat sie so froh gemacht. Und das kann auch uns so froh machen, das kann dich und mich froh machen. Jesus wird wiederkommen. Wenn das sein wird, das wissen wir nicht. Das weiß allein nur Gott. Aber es kann uns eine grosse Freude ins Herz geben. Und wenn du an ihn glaubst, dann darfst auch du ganz sicher sein, dass du dort wirst dabei sein, dass Jesus auch dich wird mitnehmen. Er wird alle die mitnehmen, die an ihn glauben. Und sie dürfen mal für immer und ewig bei ihm sein. Und das allein,
Das Wissen, das kann uns eine grosse Freude machen. Gott lässt uns nicht allein, er nimmt uns mit an seinen schönsten Platz oder eben an seinen Lieblingsplatz. Und ich möchte jetzt zum Abschluss auch gerade wieder beten. Herr, wir danken dir, dass du das uns versprochen hast, dass du so wunderbare Sachen für uns parat hast und dass wir einfach dürfen so bei dir sein und uns freuen darauf, auf all das, was du uns versprochen hast und dass du auch wirst wiederkommen. Danke, Herr. Amen. Ja, und wenn ich gesagt habe, der Himmel, der schönste Ort, das möchte uns Jesus alles schenken. Wenn du an ihn glaubst, dann kannst du sagen, ich bin reich beschenkt. Und genauso heisst es in einem Lied, das wir jetzt gerade miteinander singen können. Da ist «Aufsteh die Hei» wieder. Das Lied heisst «Reich beschenkt». hast mich begabt und machst mein Leben bunt. Und darum danke ich dir für alles, was vor dir kommt. Ich kann's fast nicht verstehen, dass du einem Mensch wie mir so viel hast vertraut. Nur dir allein gehört Im Himmel ist es so schön, weil dort Gott der Vater ist. Und dort gibt es keine Sünde und gar nichts Schlechtes. Ja, und im Lied «Reich beschenkt» haben wir gehört, dass Gott uns das alles schenken will. Hey, und wenn du möchtest mehr darüber erfahren, dann schalt doch wieder ein, nächste Woche am Sonntag. Ab der 9 sind wir nämlich online und zurück mit coolen Geschichten und auch lässigen Liedern. Bis dann. Tschüss! Liebe Kinder, jetzt sind wir leider schon am Ende unserer Lektion wieder angekommen. Aber am Anfang der Geschichte ist euch eine Frage gestellt worden. Mögt ihr euch erinnern, was für eine? Genau. Was ist dein Lieblingsplatz? Unter dieser E-Mail-Adresse könnt ihr uns ein Foto von eurem Lieblingsplatz schicken. Und es wäre cool, wenn wir möglichst viel von denen bekommen würden. Dann können wir es auch das nächste Mal vielleicht zeigen, am Ende der Lektion. Aber ich habe mir gedacht, ich würde gerne mal ein bisschen wissen, wie gut habt ihr überhaupt aufgepasst? Wie gut habt ihr überhaupt zugelassen bei der Lektion? Und darum haben wir uns 3 Fragen ausgedacht,
die mit dieser Geschichte zu tun haben, die wir gehört haben, jetzt gerade vorher. Zu diesen 3 Fragen gebe ich euch immer 3 mögliche Antworten. Aber nur eine von diesen Antworten ist richtig. Und nachdem ich das alles gestellt habe, findet ihr nachher unten einen Link, wo ihr diese Antworten gerade online ausfüllen könnt. Und unter allen richtigen Antworten, wo alle 3 Fragen richtig beantwortet haben, verlosen wir noch etwas. Einen kleinen Preis gibt es dann noch. Also, es lohnt sich gut aufzupassen. Erste Frage. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Wie ist er da aufgefahren? A. Mit einer Rakete. B. Ist er in einer Wolke aufgefahren. Oder C. Ist er einfach plötzlich weg gewesen? Ihr wisst es. Oder vielleicht auch nicht. Ihr könnt es nachher beantworten. Nächste Frage. Wir haben ja gehört, dass es bei Gott am schönsten ist. Wieso ist es denn bei Gott am schönsten? Ist es einfach, weil es weit weg ist von da? Oder B, ist es, weil es bei ihm nur Freude gibt? Oder C, wenn man vom Himmel aus alles sehen kann? Auch da können wir nachher antworten. Jetzt noch die dritte Frage. Die Bibel verspricht uns vieles. Unter anderem verspricht sie uns A, dass Jesus wiederkommt, oder B, dass du immer gesund bleiben wirst, oder C, dass du immer fröhlich bleiben wirst. Ich denke, ihr wisst die meisten Antworten zu allen 3 Fragen. Dann könnt ihr jetzt nachher, wenn das Video fertig ist, auf den Link gehen, oder unten findet ihr auch in der Beschreibung und könnt uns eine Antwort geben. Und es würde uns mega freuen, wenn viele mitmachen würden. Und eben, eine kleine Belohnung gibt es auch. Und allen richtigen Antworten verlosen wir so eine Schoki. Ist immer fein. Und da kann man gut mit anderen teilen. Also in diesem Fall können Sie es nachher gut beantworten. Somit sind wir wirklich am Ende unserer Lektion angekommen. Jetzt kommen dann gerade noch so ein paar Hinweise, mögliche Vorschläge, wenn ihr ein bisschen basteln heute Nachmittag oder wenn ihr es auch immer schaut, das Video. Und dann freuen wir uns darauf, euch schon bald wieder zu sehen in einer Woche. Bis dann und auf Wiedersehen.